Pakistan will am Konflikt zwischen den USA und dem Iran vermitteln. Die Regierung zu Islamabad sagt, sie wie bereit, Gespräche zu organisieren zwischen beiden Ländern. Am Libanon verschärft sich überdem die humanitäre Situation weiter. Seit Anfang März sind über 1 Million Menschen im Land auf der Flucht. Der UNO wären rund 130.000 Menschen an Notbeschland Syrien geflüchtet. Der Riktil resümiert die internationale Aktualität. Bei neuen israelische Luftattacken goufen am Libanon eng Party Gebaier komplett zersteiert. Israel behauptet, géfe gezielt Positionen vun der Hisbollah ugegraf gin, an Zivilpopulationun gefirdro gewarnt gin. Den israelischen Verteidigungsminister Katz will de Süde vom Libanon bis bei de Litani-Fluss besetzen. Da soll eng Pufferzonen stoen, die runden Zehntel vom Land ausmache kennt. Die Hisbollah huet ugekënnecht sech mat alle Mëttlen géint eng Okkupatioun ze viren. An Dänemark huet die virgezunne Chamberwahl ugefangen. Premierminister Mette Frederiksen wollt vun aktuelle guten Zustimmungswerter profitieren, an huet dowenst Wahlen vom Oktober an dem März verlecht. Ausleser war de Streit mat den USA rundem Grönland. Die Regierungschefin hat sech mat enger chlorer Position géint Washington profiléiert, an domat politisch Punkten am Land gesammelt. Trotzdem kennt hier Sozialdemokratisch Partei lächten ëmfroe no schlecht aufschneiden. Viel Wähler kritisieren die Regierung wenn's den hege Lebenskächten an der Sozialpolitik. Die Wahllokaler sind nach bis 20 Jahre op. Die EU an Australien hunn en ein Handelsakkoren erschriwen, iwwer 90% vun den Douanetaxen op EU-Exporter Richtung Australien sollen wäschfallen. Europäesche Entreprisen kennten so all Joer rund 1 Milliard Euro spuren. Den Handel zwischen beide Partner kennt deitlich an Luft goen. Ziel ass et, Lieferketten mi bret opzustellen, am Manner ofhängig vu China ze ginn, besonnech bei Matierpremieren. Am Süde vu Kolumbien as e Militärflieger kurz nom Start verunglückt. Maschinen vum Typ Hercules C-130 hat rund 120 Soldaten a Crewmembren u Bord, op man 66 Mënsche si beim Accident dem Liewe kom. Dosende Persone goufe blesséiert, e puer gëllen nach emals vermisst. D'Ursache vum Crash ass nach unklar. Wennst dem Budgetstreit fehlen op US-Flughäfen tausende Sicherheitsleit, viel von denen, die nament nach Schaffe kommen, gin net bezuelt. Die Regierung schickt Beamten vun der Immigrationspolice Eis op eng Dose Flughäfen fir Kontrollen zu unterstützen. Den US-Präsident Trump huet ugekënnecht notfalls auch Nationalgard anzusetzen.